Es geht weiter immer heiter, zurück bei Yu-Gi-Oh! GX, hier bei Längs of Duelist Link Evolution und tja, die Kämpfe gegen die Schattenduellanten gehen in die nächste Runde. Das Feld der Schreie. Zweite Schattenreiterin, Camula besiegt Dr. Crowler und Zane. Sie nahmen beide ihre Gasenschlüssel weg und schloss ihre Seelen in Puppen ein. Es lag an Jane, diesem Wahnsinn einzubereiten. Mal gucken, was die also drauf hat, wa? Nicht viel. Ein Vieh war es auch nur mit. Das sind dann die gleichen Monster, oder? Ne, jetzt haben wir einen glänzender Flügelmann auch noch. Okay, gut, also, ja. Kennen wir alle. Rampart Blaster, Mudballman, nichts Neues, okay. Da hat irgendwie ein Viech mit, wie hieß er schon, ein Marine, glaube ich, wo ich aus Evin und Bubman bilden konnte. Aber der kommt erst später. So. Der Vampirzauberer. Ganz böse. Was kann der so? Okay. Auch so ein Viech, was dessen Effekt nur aktiviert werden können, wenn es zerstört wird oder bereits im Friedhof liegt und so. Oh, die Lady. Bevor der Vampir Lord noch kommt, erstmal verbannen. Endlich frei. Okay. Wenn zerstört wird, dann nehmen wir doch mal Bubman verdeckt setzen. Weil rufen kann ich ihn eh nicht. Beziehungsweise nicht einen Spezialeffekt aktivieren. Da Bubman ja hier im Spiel ja scheiße ist. Jo, komm, endlich frei. Dann kann die Lady mal zurück und Evin soll wieder zu mir zurück ins Deck. Ist er zurück ins Deck oder ist er jetzt am Friedhof? Ne, okay. Ja, super. Wisst ihr, jetzt kriege ich Sparkman, jetzt hätte ich eine Tempest rufen können. Wobei, ganz ehrlich, kann ich immer noch. Die Frage ist nur, was will ich dafür nutzen? Ja, ist noch ein bisschen zu tricky. Um jetzt schon Tempest zu rufen. Ja, da kommt der scheiß Vampir-Lord, von dem man mich ein bisschen schießt. Der war früher mal richtig OP. Also OP, ja. Richtig beliebt halt. Mhm. Ertränkende Spiegelkraft. So, Freundchen, mal gucken, was wir jetzt ziehen mit Topf der Gier. Okay. Dann mal noch Fusionsweiser. Ist eine Hand hinzu. Ja, okay. Aber Sparkman aktuell noch im Friedhof. Gut, dann machen wir das mal. Mal gucken, welchen Elemental noch gleich als Fusionsbeschwörung rufen kann.
Okay, ich dachte schon, das kann mir jetzt Vampirmeister so. Weil der wäre übel gewesen. Ja, ich weiß, ich kann Monster-Animation ja eben jetzt spielen, um Bubbleman zu rufen, aber irgendwie habe ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich. Wiedergeburt nutzen für Bubbleman. Da sträubt sich mir alles. Jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Kann man was Hübsches fusionieren? Boden, Donner, Wind. Ja, da gab es noch nichts, wa? Also genau in der Kombi meine ich halt. Mapperman ist einfach irgendwie, ja. Riesiger Koloss einfach und fertig. Aber hey, was soll's. Rufen doch einfach mal Donnergigant, der ist auch cool. Oh yeah, der schockt seine Gegner gerne, wie wir sehen. Da steht das Monster. Wenn sie nur kämpfen, werden sie beide zerstört. Oh, das Baby. The Vampire Baby. Baby. Ich könnte ihn noch rufen, aber nö, komm. Erstmal gucken, was sie jetzt so treibt. Oh. Ja, sie will es wissen. Wie sie es wissen will. Vampir, rennen Sie es, der war's. Mit dem. Oh, scheiße. Den gleichen Scheißeffekt. Jo, nee. Einfach nur so, weil ich Bock drauf habe. Weil es eh keine Rolle spielt. Weil wir eh alle verdammt sind. Weil wir eh gleich alle verloren haben. Sehr schön. Elementarhelden gegen Vampirdeck. Yeah! Vampire haben gewonnen. Vampir Genesis, Alter. Naja. Ich hoffe ja und glaube irgendwie auch noch, dass der Spence ab 5Ds dann das ein bisschen geregelt sein müsste mit diesen Decks der einzelnen Charaktere, die ein bisschen zu wenig balanciert sind, ein bisschen zu viel auf Glück ausgerichtet sind und so. Ich glaube nicht zu erinnern, dass es so war. Okay. Mental Stratos, das sind natürlich die Helden, die man gar nicht fusionieren kann, die aber geile Effekte haben. Ja. Du kontrollierst aus dieser Karte, ja, das ist halt das Problem. Aktivieren, doch, den nehme ich hier. Gerne claimen, dankeschön. Schon ein bisschen Donnergigant-Action.
Das waren ja auch die Elementalen, die, wenn ich mich richtig erinnere, erst kamen, nachdem ja die GX-Serie durch war. Dann gab es eine Flut an neuen Elementarhelden, die man nicht fusionieren konnte, die aber solche coolen Effekte hatten wie jetzt der hier. Fusionsweiser weg. So, Freund, was du kannst, kann ich schon lange. Fusion. Und zwar meint du damit Monster zerstören, wa? Erscheine Donnergigant. Schon wieder. Ich finde echt cool, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, kann jetzt einen Effekt jetzt nutzen. Das Problem ist, soll ich es machen? Muss ganz kurz einmal durchgehen. Eine Karte, wenn es gerne so schnell rübergelegt wurde. Genau. Dann könnte er zurückkommen. Will ich ja nicht, dass er nochmal zurückkommt, weil ich keinen Bock auf den Vampir-Lord habe. Deswegen zerstöre ich ihn einfach mal. Hä? Was gerade passiert? Hä? Warum? Oh, nicht dein fucking Ernst. Ich habe den Effekt überlesen. Mann, die ganze helle bescheuert kann man eigentlich sein. Ja, sorry, da ist wirklich mal komplett mein Fehl. Also sowas von dämlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was haben wir noch so im Deck? Wildheart. Du kannst den Status-Effekt ja auch nutzen, wenn er halt normal beschworen wurde, spezial beschworen wurde. Dann schmeiß bitte Landformen weg. Jo. Und nochmal Polymerisation. Der nächste Donnergigant darf aufs Feld treten. So, und wiederum nutzt nicht den Effekt, weil sonst geht Vampir-Lord immer zurück. So, jetzt bist du wirklich down. Puh. Die fusionieren geht, glaube ich, nicht. Ich kann zwar trotzdem mal das Fusionstafel mal aktivieren. Noch Burstinen Tricks. Ich hätte irgendwie Bock drauf, Wild Edge zu rufen. Aber ja, das könnte noch ein bisschen schwierig werden. So. Das Baby muss weg. Und Burstinen Tricks greift direkt an. Schön. Das freut mich. Nö. Geht ihm noch nix? Ich hätte noch mal einen Sparkman. So. Was machst du nun, Kamula? Oh.
Der fucking Meister der Zombies. So, ja, ich weiß, ich hätte da noch einen ganzen Effekt nutzen können. Hätte ich tun können. Ich will ja eigentlich, dass ihre Option ausschöpft und damit... Gleich endgültige Geschichte ist, wobei man hätte das Duell direkt beenden können. Wäre einfach gewesen. Wenn das mal nicht der Vampirlord ist, wa? Tränkende Spielkraft. So. Da kann ich dann die ganze Effekte noch bei meinem eigenen Monster nutzen, ne? Da ist auch so eine Sache. Dass es wohl überhaupt funktioniert. Meine eigenen Monster einfach auslöschen. Aber hey, je nachdem könnte es ja notwendig sein. So. Das Spiel ist vorbei. Puh. Ja, aber eben, war erst der zweite Schattenreiter. Und vor allem, noch ein bisschen Zeit, Freunde, deswegen direkt zum dritten Duell. Als die Schattenreiterin Tanja Bestien besiegt und so im Besitz eines Geiselschlüssels gelangte. Nachdem er gegen Tanja verloren hatte, verliebte sich Bestien in sie und wollte eine Revanche. Er will eine Revanche. Er bekommt keins, aber du wirkst ziemlich mutig. Ergo gegen Tanja halt, was? Licht-Enddrache. Das sieht noch cool aus. Ein Synchromonster, was fast ein bisschen aus wie so ein ja, modifizierter Cyber-Enddrache. Weil er wesentlich weniger Punkte hatte. Aber das ist ein anderes Thema. Die amazonische Schwerkämpferin, war? Okay, also ich könnte theoretisch schon mal Wild Edge rufen. Was soll das bringen? Ich könnte theoretisch auch Donnergigant rufen und dann direkt angreifen. Rampart Blaster, Mudballman, Flammenflügelmann. Ich könnte so viele Monster beschwören, ganz ehrlich. Aber tatsächlich entscheide ich mich für Donnergigant. Weil dessen Effekt einfach hier wieder mal sehr, sehr praktisch ist. Wo natürlich Tanja eben mit dem Amazonen-Deck kämpft und damit habe ich auch gefangen, hat auch mal so ein Pseudo-Amazonen-Deck, auch ein paar Mons von denen da drin gehabt und so. So ein Krieger-Deck und die auch drin gehabt und so. Ja, das hatte schon seine Vor-, aber auch Nachteile. So. Bin mal gespannt, was sie jetzt so auspackt. Okay, bis jetzt noch nicht so viel. Fusionsweiser, einmal Polymerisation, bitte, dankeschön. Momentan gerade nichts, ist aber auch egal, denn ich will erstmal angreifen. Donnergigant, vernichte. Okay, Speerin. Ja, okay. Tributeffekt. Ja gut, bislang macht es noch nicht so viel, deswegen gehe ich mal, oder drücke mal ein bisschen auf die Tube. Und führe eine nächste Fusionsbeschwörung durch, indem ich Elementarheld Avia mit Elementarheld Bersintrix fusioniere. Erhalte ich den Elementarhelden Flammenflügelmann, der einen ganz geilen Effekt hat.
Und ja, ich könnte Donnergigants-Effekt nutzen, um meinen eigenen Flammenflügelmann zu vernichten. Auch nicht schlecht, wa? So, Flügelmann! Ja, super, bringt gar nichts. Ah doch, hä? Ach so, hä? Okay. War gar ein bisschen creepy. Ich sag für mich so, als hätte ich 0 Angriffspunkte gehabt. Ich hab wohl was an den Augen. So. Wie wir sagen, Freunde, ne? Duell beenden. Das war's. So einfach kann es gehen. Auch noch pünktlich. Ich denke, das war's. Lass mich wissen, was du in der Revanche spielst, ja? Will ich nicht. Ich bin den Schattenreitern beigetreten, um einen Duellant zu finden, der es würdig ist, mein Mann zu werden. Aber ich habe herausgefunden, dass ich selbst nicht würdig bin, mit jemandem zusammen zu sein, der so stark ist wie du. Leb wohl, Bestien. Ich glaube, das war's dann wohl. Ja, ja, die Liebe. Das kann manchmal echt ein bisschen schwierig sein. Ein Grund zu gewinnen. Oh, Alexis darf sich auf eine Revanche gegen Titan einstimmen. Dann haben wir noch das hier. Das Duell. Ja. Noch 3 Duelle vorne ist die erste Staffel Yu-Gi-Oh! GX durch. Hier beginnt bereits die zweite, also eigentlich offiziell. Dann war das bis mit hier hin. Ja, bis hierhin. Hier kann die dritte Staffel. Jetzt haben wir so sehr, ich glaube, gab es insgesamt 4 Staffeln von Yu-Gi-Oh! GX oder 5? Ich glaube, waren 4, wa? Das war ja alles noch dasselbe irgendwie, wie so mit Jubel oder Jubel. Ja, dritte, das war eigentlich die 4. und das auch noch okay. Jo, aber kriegen wir hin, Freunde. Vieles weitere mehr hoffentlich das nächste Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! GX, hier bei Link Evolution, also Duelist, Legacy of Duelist, Link Evolution, so herum. Bis dahin, bye bye.